Guten Morgen in Deutschland am Samstag um 7:45 in der Früh. Gestern bin ich spontan von der Familie Clermont zum Essen eingeladen worden. Herzlichen Dank nochmal. Ich habe eine gute Bekannte, Tasi. Alle sagen Sandra, aber eigentlich ist das Tasi. Die kenne ich seit, keine Ahnung, 20 Jahren vom Reiten, 25 Jahre, ist schon so lange her. Und hat auf Instagram gesehen, hey Wickel, ich gehe jetzt nach USA, Greenville, cool. Ich habe eine Freundin, die wohnt auch da, soll ich euch zusammenbringen. Und dann haben wir uns mit ihnen mal in Land getroffen. Und wer kann es ahnen, sind die total nett, gell? Möchtest du es auch nicht glauben. Und die waren jetzt in Landshut, sind aber jetzt gerade wieder da. Und da war ich gestern beim Grillen eingeladen. Und dann haben sie mir erzählt, dass sie am Freitag, glaube ich, am Donnerstag oder am Freitag in der Früh zum Sassafras Mountain gefahren sind. Das ist auch irgendwo in der Nähe, und haben sie da einen Sonnenaufgang angeschaut. Und danach waren sie in Travelers Rest beim Frühstücken in einem Pfannkuchenhaus. Und da haben sie so geschwärmt, dass ich mir gedacht habe, hey, das schauen wir heute an. Und siehe da, das Pfannkuchenhaus in Travelers Rest ist praktisch direkt gegenüber von der Straße vom Swamp Rabbit Trail. Der geht ja bis Travelers Rest. Da bin ich jetzt hingefahren. Eigentlich bin ich ein bisschen weiter gefahren, weil ich habe mir dann gedacht, oh scheiße, der geht ja noch weiter. Und jetzt bin ich bis zum Ende gefahren vom Swamp Rabbit Trail. Leider ist da, das ist mitten im Nirgendwo, da ist leider kein Parkplatz, darf man nicht parken. Da steht der Schild Park at Ingels und das mache ich gerade. Da hinter mir ist praktisch der Ingels, das ist irgendein großes Kaufhaus. Da steht das Auto, jetzt geht es Fuß zum Start vom Swamp Rabbit Trail und dann wird gelaufen und nachher gibt es einen sauberen Pfannkuchen zum Frühstück. Bis später. So, die ersten 1,5 Kilometer habe ich hinter mir. Landschaftlich gibt jetzt das da nicht so viel her. Laufst praktisch neben am Highway, aber trotzdem hast du einen geteerten Fußgänger-Radweg. Ich wollte eigentlich beim Tandem, so heißt das Restaurant, loslaufen und habe mir gedacht, ja, schaust du mal, wie weit das Swamp Rabbit Trail noch geht, und bin dann da weitergefahren und hab gesehen, dass ich fast nur leicht bergab fahre. Das heißt, ich laufe jetzt erst einmal Kilometer weit leicht bergauf, was natürlich erschöpfend ist, macht aber nichts, weil wenn ich umdrehe, laufe ich praktisch alles wieder bergab. Da freue ich mich jetzt schon drauf. 4 Kilometer hinter mir, da ist jetzt das Tandem, da gibt es noch das Frühstück. So, noch 5,5 Kilometer habe ich jetzt umgedreht, bin quasi einmal durch Travelers Rest durch bis ans andere Ende und jetzt laufe ich zurück zum Auto. Und dann gibt es noch einen sauberen Pfannkuchen zum Frühstück mit Schinken und Käse oder sowas. Irgend so ein Schmarrn, saugut auf jeden Fall. So, letzter Kilometer, 9,5 bin ich schon gelaufen. Wie beim letzten Mal, wenn ich mehr als 5 oder 6 oder 7 Kilometer laufe, Batterie alle, weil gestern auf Nacht wieder keine Kohlenhydrate gegessen. Ich depp. Brutal. Kohlenhydratspeicher leer und diese drückende Hitze, das ist eine Kombination. Geht der Saft aus, aber jetzt habe ich es gleich. Und dann gibt es sowas von einem Pfannkuchen. Nein, mir was gehört. Frühstück vorbei, war total gut. Man kann drin oder draußen sitzen. Das ist so ein bisschen optisch, ein bisschen wie das Aran. Gibt Pfannkuchen, Kaffee, Latte und alles. Gibt's alles. Ist nur unheimlich laut drinnen, brutal. Erst halb taub. Ich habe jetzt meinen Pfannkuchen, sagen wir mal, 2/3 gegessen. Den Rest habe ich, kannst du mitnehmen. Doggybag. Habe ich quasi später noch was davon. Ich muss jetzt, ich war noch beim Einkaufen beim Ingels, wo ich geparkt habe.
und fahre jetzt schnell heim, bringe die Einkäufe heim und dann fahre ich ins Büro, wo ich heute wahrscheinlich den ganzen Nachmittag verbringe, weil ich mir vorgenommen habe, dass ich endlich meine Steuer von 2018 mache. Da habe ich jetzt bis im Juli Zeit. Und daheim habe ich keinen Schreibtisch und nichts und dann setze ich mich ins Büro. Da ist es schön kühl und habe einen großen Schreibtisch und habe einen großen Monitor und dann schaue ich, dass ich die Steuer fertig bringe und dann ist es gut für heute. Also, Servus.